In früheren Zeiten sind die schwarzen Walliser gar manchmal mit ihren Mauleseln über den Ravil an die Länge gekommen, um in der Kirche an der Heiligen Messe teilzunehmen. Und die Lenker sind häufig ins Wallis gegangen, um geschnetzte Holzlöffel, holzige Melchterleni und Brente gegen ein Fass funkelnder Wein zu verkaufen, was sie dann auf dem Rücken gegen Heime getragen haben. Aber es ist nicht so geblieben. Irgendwo im Land ist das Feuer angefacht worden, was auch Gemüter im hintersten Winkel hat aufglimmen. Nach heftigem Widerstand ist die Lenk ketzerisch geworden und die Walliser sind katholisch geblieben. Wegen dem sind sie zusammen in Streit gekommen. Was sich wegen dem zwischen der Bruderkrieg geflammt hat, haben auch die Lenker ihre Fahnen müssen nachtragen, um ihre neue Überzeugung mit dem Blut zu besiegeln. Aber kaum haben dies die Walliser vernommen, haben sie sich aufgemacht, um den Lenker auf der Langermatte ihrer schönen und glatten Simmentaler Kühe zu stellen. Mit diesen gleichen und einfach gestohlenen Tieren sind die Walliser über das Firstli zurück, über den Ravil gegen das Wallis. Was sie gemeint sie seien genug weit weg, haben sie das Vieh grasen, haben gejohlt und gejutzt, Menge Tag und Nacht. An der Lenk hat nach dem Diebstahl Jammer, Klage und Elend geherrscht. Nur eine Person war zuversichtlich. Es war die Tochter des Gemeindepräsidenten, Gerda, die gewusst hat, dass ihr Liebster, der Siegfried Alimann, in ihrer Nähe ist. Er war das einzige Mannenvolk, das nicht mit den anderen Lenkermannen in heiligen Glaubenskrieg gegangen ist, weil er zu der Zeit in den Gräben der Lenkerflühe nach wild umgeguckt. Als er von den hohen Felsen aus eine Schar von Leuten über das Firstli gegen Wallisberg gesehen hat, dazu das Bund Glockengeläute von den Kühen hat vernommen, ist er gleich ins Tal und hat seine Wahrnehmung der Gerda erzählt. Seine Liebste hat ihm klar zu verstehen gegeben, dass sie nicht früher ihm die Hand zum Lebensbund werde geben, bis er all den Armen an der Lenk das gestohlene Vieh zurückerobert hege. Der Siegfried sammelt eine Schar von munteren Buben und ist mit diesen über das Firstli auf den Ravil. Was sie auf der Walliser Seite angegangen, haben sie schon bald das Himmel die Leute von den Lenkerkühen vernehmen. Aber auch aus der Wirtschaft hinter den Weiden haben sie den Walliser ihres Jutzen und Johlen gehört. Ein Tier nach dem anderen haben sie die Glocke, die Rächli abgezogen und die Buben haben sofort angefangen, die Tiere über den Ravil gegen die Lenk zuzutreiben. Der Siegfried ist noch auf der Weide geblieben und hat einmal da und einmal dort eine Trächle oder eine Glocke geläutet, so dass die Walliser gemeint, das Vieh sei noch ruhig am Fressen. Als die Morgendämmerung angebrochen ist, schmettert der zurückgebliebene grösste Trächle gerade durch das Fenster hin auf die zechenden Brüder, die wegen dem vielen Fanda fast all am Schlafen waren. Wie vom Blitz getroffen, haben sie noch den Siegfried fliehen. Ohne sich lang zu besinnen, sind sie auf und gegen die Lenk, um ihre Beute zurückzuerobern. Als Siegfried hinter der letzten Kuh auf der Langermatte ist angekommen, hat er den Lenkerfrauen, die den Buben sind entgegengekommen, zugerufen, sie sollen sofort dahin gegen die Lenk fliehen. Aber die tapferen Frauen sind nur auseinandergestoben und mit den umliegenden Berghütten ihre Waffe in Form von Heugabli, Säsi, Biel, Sabla und Köchli zu reichen. Schon waren die Walliser da und der Kampf hat angefangen. Zuerst haben sich die Buben tapfer gewehrt, aber die Schar ist kleiner und kleiner geworden. Auch der Siegfried hat reingeschlagen wie wild, aber auch er ist müder geworden. Bald hat die Walliser Oberhand gehabt. Da, jetzt kommt die Rettung. Die Jungfrauen haben sich unterwegs gesammelt und Gerda ist mit Stolz der Schar Frauen vorausgegangen. Mit funkelnden Augen hat sie befohlen und mit ihrer kräftigen Hand, unterstützt von ihren Mitstreiterinnen, oh Wunder, die Walliser, die Schelmen,
was sich geschämt vor Frauen zu flüchten, erstochen und erschlagen, so dass das Blut über Gras und Blümchen geflossen ist. Unter den Gefallenen waren leider auch Lenker. Gerda hat dem Siegfried noch ein löschtes Münchi aufs Maul geben und seine Hand zum Abschiedsgruß nehmen. So war halt Freude und Leid in den Herzen der zurückkehrenden Lenker. Der Platz, wo die Gefallenen begraben wurden, heisst noch heute bei den Toten. Aber man sieht, dass sie da oben noch keine Ruhe haben. Dann von Zeit zu Zeit stehen sie auf und dann wandert der länger Geistenzug gegen den Lenkerfriedhof, wo sie die Gräber von ihren Liebsten aufsuchen. Und wenn dann die Morgendämmerung anbricht, zieht umhin ein wehmütiger Zug der Langermatte zu. Seither haben die Lenker die heldenmütige Tat von ihren tapferen Töchtern nicht vergessen. Zum Andenken daran herrscht heute noch der Brauch, dass man beim Kirchengang der Frau den Vortritt lassen. Und mit bescheidenem und edlem Stolz machen an der Lenk Frauen und Jungfrauen von diesem ehrwürdigen Vorrecht Gebrauch. Als Wahrzeichen von dieser Schlacht trägt doch noch die heutige Lenkerfahne über den 7 Brunnen mit Köcheln und Schwert gekreuzt, als ewiges Gedenken die Waffe im Wappen.